أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Das ist jetzt die Fortsetzung von Surah Yasin. Wir haben die Ayah 1 bis 12, also die erste schon gemacht haben. Und jetzt wäre 13 bis 19 gewesen, wo wir das Ziel wäre, dass wir das durchnehmen. Der zweite Teil heißt die Botschafter. Es geht jetzt um eine Geschichte. Also die erste Ayah heißt es von Qadsu'a Wadrib lahum mathalan, so präge ihnen ein Gleichnis über. Allah Ta'ala tut immer wieder Geschichten erzählen im Koran über vergangene Begebenheiten und fängt in der Regel so an, indem man sagt, Wadrib lahum mathalan, also präge ihnen ein Gleichnis über Pünktli vor. Also dass man, er sagt nicht, ich erzähle jetzt euch eine Geschichte über, sondern ein Gleichnis. Also mit dem Gleichnis kommst du eigentlich gerade einen Hint über, dass du ja solche Parallelen zu dir selber finden. Es ist also das Gleichnis, also irgendetwas Ähnliches ist passiert. Und die Ähnlichkeiten, die sind natürlich dann zeitübergreifend. Ich habe vorletzte Woche schon erzählt, dass im Namen El-Hakim, wo ja der Koran ist, Vel Quran el-Hakim, das Hakim unter anderem heißt, dass alles sehr gut verflochten und verwoben ist, dass alles, was im Koran ist, immer wiederkommt und alles am richtigen Platz ist und alles seine Bedeutung hat und nicht eine Wiederholung ist im Sinne von, man hat vergessen, dass es schon mal erwähnt worden ist, sondern es wird nochmal erwähnt, vielleicht um das Erste zu bestärken oder zu bekräftigen oder von einem anderen Aspekt aus zu zeigen. Das werden wir heute sehr häufig sehen. Und von dort her eben auch das Wort Gleichnis. Also wir haben die letzten 2 Wochen wir haben geredet über die Bedeutung von den 2 Buchstaben Yasin. Wir haben über das Wort Hakim geredet. Wir haben über den Propheten geredet, dass er ein Mursel ist, also ein Gesandter ist, dass er eine Pflicht hat, eine Aufgabe hat, dass Allah ihn tröstet, dass er nicht allein ist, dass er noch andere Geschichten hat vor ihm schon. Wir haben gesagt, woher der Koran kommt, also wer den Koran schickt, dass es Tanzil al-Aziz al-Rahim ist, also dass der Koran von oben kommt, geschickt von al-Aziz und al-Rahim. Wir haben dann über Quraysh geredet, was für einen Zustand die sind, dass sie eben sich geweigert haben, die Wahrheit zu akzeptieren, obwohl sie in ihrem Herz eigentlich die Wahrheit erkannt haben, aber haben sie sich geweigert, sie auszusprechen und zu anerkennen. Und deshalb ist dann Allah mit dem Gleichnis gekommen, dass sie eigentlich wie Gefangene sind, die mit einer so eine Schelle, so eine Halsschelle rumlaufen, wo sie daran hindert, dass man hinterher schauen, vorher schauen und dass sie eben Gefangene sind und dass das ihre Strafe ist für das, dass sie die Wahrheit verleugnen. Und dann ist gekommen, dass eine Wand vor ihnen ist, hinter ihnen und über ihnen, dass sie so abgeschnitten sind von den 3 Möglichkeiten, wie man die Wahrheit erkennen kann. Wir haben die Wand vorne gehabt, die dafür gestanden ist, für das Erschaffene, also dass der Mensch eigentlich, wenn er vorne schaut und das Erschaffene anschaut, dass er allein deshalb könnte schon die Wahrheit finden. Die Wand hinter ihnen oder hinter uns steht für die Geschichte. Also wenn man nichts wüsste, nur eine Geschichte von der Menschheit würde studieren, müsste man wieder die Wahrheit finden können. Und die Decke von oben, die verhindert, dass man dann die göttliche Ermahnung quasi, dass man auch für die nicht mehr empfänglich ist. Und genau, also das war, was wir bis jetzt hatten. Und jetzt kommt die erste Geschichte, also das Gleichnis. Also wir haben vorher gehabt, die Wand von hinten, also dass man von der Geschichte kann lernen kann. Und jetzt kommt so eine Geschichte. Es kommt alles also mit der Vergangenheit, also mit etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, wo
der Prophet also soll daran erinnern, an seine Aufgabe und ihm soll quasi Trost geben. Und die schauen wir jetzt ein bisschen genauer an. Wenn Allah Ta'ala von der Geschichte redet, also etwas erzählt, was in der Vergangenheit passiert ist, tut er sehr selten Namen benutzen und eigentlich gar nie Jahreszahlen. Also wir wissen nur bei ganz wenigen Geschichten, wissen wir, wo sie stattfinden. Natürlich jetzt bei der Geschichte von Musa al-Islam, also wir wissen von Ägypten, das wird genannt, Byzanz wird genannt, aber die meisten Orte werden nicht genannt. Und viele Namen werden auch nicht gegeben. Namen gibt es eigentlich ganz wenig im Koran, es sind 25 Propheten, die mit Namen erwähnt werden, aber die meisten Propheten werden namentlich nicht erwähnt. Und auch Jahreszeiten oder Jahreszahlen, also wann passiert jetzt die Geschichte, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie in der Vergangenheit war. Dadurch, dass Allah uns diese Information nicht gibt, will er uns eigentlich sagen, dass das nicht so relevant ist. Es spielt keine Rolle, wem, wo und wenn die Geschichte passiert ist, sondern wichtig ist, dass man die richtige Lehre aus der Geschichte zieht. Und dann wären die Namen eigentlich nicht so wichtig. Aber wir haben heute immer einen Hang oder einen Drang dazu, wir möchten immer wissen, wo ist jetzt das passiert, oder wenn es hier heisst, eben, dass jetzt die Propheten an in eine Ortschaft geschickt worden sind. Welche Ortschaft ist das? Wie haben die Propheten geheißen? Wann ist das passiert? Also wir möchten gerade so Sachen erfahren. Wir sind sehr detailorientiert. Wir werden aber auch so erzogen, also wenn ich mich jetzt noch an unseren Geschichtsunterricht mich zurückerinnere, dort ist es immer um Namen und um Jahreszahlen gegangen. Und WM hätte mal irgendeine Jahreszahl falsch gesagt, wenn man sich schon nur um ein Jahr vertippt hat, oder es die falsche Antwort gibt, ist das eben schon schlimm. Dabei wäre eigentlich in der Geschichte nicht wichtig, wenn etwas passiert ist, sondern was ist überhaupt passiert und was ist die Lehre, die man aus dieser Begebenheit sollte ziehen. Und auf das möchte Allah Ta'ala uns da auch ein bisschen drauf lüpfen. Und manchmal, wenn Namen erwähnt werden, dann bleiben wir eben bei diesen Namen hängen. Jetzt hier passiert das gerade nicht, aber häufig tut Allah Ta'ala uns Lehren geben, indem er von den Juden erzählt, vom Volk der Juden. Und viele haben dann gerade das Gefühl, weil jetzt eben die Juden angesprochen werden, dass es eigentlich nur etwas ist, was die Juden betrifft. Also die Juden haben das schlecht gemacht oder haben dieses schlecht gemacht oder haben eben so und so den Propheten nicht gefolgt. Und man denkt immer, das sind die Juden gewesen und vergisst dann eigentlich die eigentliche Lehre rausziehen und sagen, das Gleiche gilt eben auch für mich. Also dort sind nicht nur die Juden angesprochen, sondern es wird eine gewisse Lebensart, eine gewisse Lebensweise besprochen, wo, wenn wir die gleiche Lebensweise haben, dann spielt es keine Rolle, ob wir uns Juden nennen oder Muslime oder sonst irgendetwas, dann gilt die Aussage, die über die Juden gemacht wird, dort gilt dann auch für uns. Also nur als Beispiel, also dort, wo Namen genannt werden, tun wir dann häufig eben gerade das ein bisschen so absondern und sagen, ja, das betrifft uns ja nicht, das war ja für die Juden gewesen. Aber nein, es betrifft uns genau gleich. Und deshalb wird am meisten nur eben kein Name genannt, sondern ganz allgemein gehalten. Also, was heisst so? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Also es geht jetzt hier um eine Geschichte, um so ein Gleichnis über eine Stadt. Und wenn ich jetzt sage, eine ist schon mal falsch, das heisst El-Qarye, also die Stadt. Wir haben im ersten Teil schon das angetroffen, dass wenn Allah Ta'ala ein Substantiv in der bestimmten Form oder in der unbestimmten Form anwendet, dass es eine Bedeutung hat und dass man die sollte erkennen und je nachdem auch verstehen. Im ersten Teil haben wir die Quraysh, die als ein Volk betitelt worden sind, obwohl man genau gewusst hat und obwohl es ein bekanntes Volk war, sind sie weder namentlich erwähnt worden, noch hat es geheißen, das Volk. Es hat einfach geheißen, ein Volk. Mit dem ist die Unwichtigkeit von dem Volk unterstrichen worden, also die Unbedeutendheit. Und da reden wir jetzt von einer Stadt, wo wir nicht wissen, welche Stadt das ist. Also es ist eigentlich eine unbekannte Stadt, aber es ist die Stadt. Also dadurch, dass wir jetzt hier die bestimmte Form haben, wird quasi, also werden die Quraysh gerade noch einmal beleidigt. Sie bekommen gerade noch mal eine Ohrfeige gegenüber, indem sie sagen, du bist es nicht mal wert gewesen, eben als in einer bestimmten Form erwähnt zu werden. Und die Stadt, die niemand kennt, wird mehr geehrt und mehr geachtet als er, indem er eben das die Stadt nennt. Also wir wissen nicht, wo die Stadt ist und wie sie heißt, aber es spielt auch in dem Sinn keine Rolle.
Wir müssen uns noch bei der ganzen Geschichte immer wieder vor Augen behalten, wer sind die Angesprochenen. Der Prophet redet hier, beziehungsweise Allah Ta'ala redet über den Prophet und die Angesprochenen sind 3 Gruppen, die wir letztes Mal auch gesagt haben. Der eine ist der Prophet selbst, die anderen sind die Quraysh, die die Rechtleitung nicht annehmen. Also man könnte die jetzt einfach als die Ungläubigen quasi da betiteln. Und die Wahrheit annehmen. Aber was wissen wir von denen? Dass es ganz wenige sind. Vielleicht eine, vielleicht 2. Aber auf jeden Fall ist es die Minderheit. Und sie sind im Versteck, also wir wissen nicht genau, wo sie sind. Aber die 3 sind die angesprochenen Gruppen. Und da jetzt die Geschichte denen erzählt wird, also kann man davon ausgehen, dass alle 3, also jeder in diesen 3 Gruppen angesprochen ist und dass jeder seine Lehre daraus ziehen kann. Und das werden wir nachher auch so noch betonen. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ und präge ihnen ein Gleichnis von den Leuten der Stadt, als zu ihr die Gesandten kamen. Also wir haben hier eine Stadt, zu der sind Propheten, also Gesandte, geschickt worden. Und da ist wieder das Wort Mursel, wird da benutzt, also Murselun, wo wir auch im ersten Teil schon ganz am Anfang hatten, wo Allah Ta'ala, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einen Gesandten nennt, eben auch inneke leminel Murselin, also du bist wahrlich einer der Gesandten. Und dort haben wir auch betont, mit dem wird Allah darauf hinweisen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam eben nicht allein ist, dass es andere gegeben hat vor ihm schon, die die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen hatten oder die gleiche Aufgabe hatten und dass der Prophet sich deshalb nicht allein fühlen soll. Deshalb benutzt er jetzt so wie das gleiche Wort. Also einer von den Angesprochenen ist ja der Prophet selber, sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt geht es also ich habe dir doch gesagt, du bist nicht allein gewesen, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte von anderen Mursels, also von anderen Gesandten und schau mal, wie es ihnen ergangen ist. In dieser Stadt zu dieser Stadt ist nicht nur ein Gesandter geschickt worden, sondern gerade 2. Das kommt und zwar erst in der nächsten Ayah. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, also als wir 2 zu ihnen schickten. Und da ist jetzt die Übersetzung eigentlich, als wir 2 zu ihnen schickten, eben falsch. Im Arabischen heißt es zu ihr schickten. Das heißt, Allah Ta'ala tut da betonen, dass die Gesandten nicht zum Volk, zu den Bewohnern von dieser Stadt geschickt worden sind, sondern zur Stadt selbst. Warum? Was ist der Unterschied? Also was ist der Unterschied, ob jetzt Allah sagt, die Propheten werden zum Volk geschickt oder die Propheten werden zu einer Stadt geschickt? Wenn ich sage, wenn es jetzt um die Menschen geht, die dort leben, dass wenn sie zu diesen Menschen geschickt worden wären, dann wären, je nachdem wie groß jetzt die Stadt ist, wenn das jetzt 1000 Leute sind, die dort leben, sage ich jetzt einfach mal, dann wäre der Prophet zu denen, oder die Propheten zu denen 1000 Leuten geschickt worden und dann wäre fertig gewesen. Wenn aber Allah Ta'ala sagt, die Propheten sind zu dieser Stadt geschickt worden, haben wir eine viel breitere Zeit. Das heisst, in erster Linie sind die Bewohner, die jetzt leben, aber gleichzeitig sind auch Kinder von denen und Kinder von den Kindern und deren Kind und so weiter eben auch mit dieser Nachricht eigentlich beauftragt. Also dadurch, dass Allah Ta'ala da sagt, die Propheten wären zu einer Ortschaft geschickt, ist das eine weitere Zeit. Also nicht nur für ein ganz bestimmtes Volk, sondern es geht wirklich darum, dass es über Generationen hinweg geht. Und Propheten werden niemals zu einer Stadt geschickt, um eine Stadt zu bestrafen oder ihren Untergang herbeizurufen. Also wie man das vielleicht manchmal denkt, weil häufig, wenn eine Stadt untergegangen ist, haben wir eigentlich immer einen Propheten gehabt, der zu dieser Zeit auch da war. Also der kurz vorher noch gewarnt hat. Das heisst aber nicht, dass der Prophet ein Zeichen für den Untergang war, sondern der Untergang von dieser Stadt oder von diesen Leuten haben die schon lange verdient gehabt. Und dadurch, dass Allah Ta'ala nochmal einen Warner schickt, nochmal Propheten schickt, tut er eigentlich den Menschen eine letzte Möglichkeit geben, sich zu verbessern, sich der Wahrheit zuzuwenden, um dieser Katastrophe oder dieser Vernichtung zu entkommen. Aber häufig lässt es halt nicht und so kommt dann die Strafe trotzdem. Aber wichtig ist zu erkennen, die Gesandten werden geschickt von Allah, wo Rahman ist und Rahim ist, also vom barmherzigen Allah. Also es geht also nicht darum, die Menschen zu bestrafen, sondern ihnen nochmal eine Chance zu geben, die Wahrheit zu erkennen und sich zu besinnen und eben sich dafür zu entscheiden, das Richtige zu machen. Und würden sie das Richtige machen, würden sie dann auch der Strafe entkommen.
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا. Also als wir zwei zu ihnen oder zu dieser Stadt schickten, und sie wurden von ihnen, von den Bewohnern, für Lügner gehalten. Also die Bewohner von dieser Stadt haben die zwei Propheten oder die zwei Gesandten als Lügner bezeichnet. Auch das haben wir vorher schon gehabt, im ersten Teil, wo unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Bewohnern von Mekka, von den Quraysh, als Lügner betitelt worden ist. Also nochmal, wir haben gesagt, es ist ein Trost für unseren Prophet, zu hören, dass es noch andere gibt vor ihm, die die gleiche Aufgabe haben, die genau mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und da wird jetzt auf das hingewiesen. Also auch die sind als Lügner betitelt worden. Und dann, Allah Ta'ala ist so gnädig mit dem Volk, dass er ihnen sogar noch einen dritten Prophet geschickt hat. فَأَسَّسْنَا بِثَالِثٍ. Da stärkten wir sie durch einen dritten. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Und sie sagten, gewiss sind wir zu euch entsandt worden. Also in dieser Stadt haben wir 3 Propheten, kann man sich das mal vorstellen. Es ist also nicht nur einer gekommen und auch nicht für das ganze Land. Wir reden hier von einer Stadt, von einer bestimmten Ortschaft, wo 3 Propheten bekommt, die mit der Wahrheit kommt und die Leute aufklären und Dawa machen und Tabligh machen und sie aufklärt und sie versucht von der Wahrheit zu überzeugen und niemand lässt. Auch das haben wir vorher schon im ersten Teil, wo Allah Ta'ala gesagt hat, es ist egal, was du sagst. Die meisten werden nicht zulassen. Die meisten werden die Wahrheit nicht akzeptieren. Auch wenn sie vielleicht im Herzen erkennen, aber sie werden sie nicht übernehmen, sie werden sie nicht akzeptieren. Und da sind es 3 Propheten. Also wir merken, dass auch die Anzahl der Propheten eigentlich irrelevant ist. Wenn Menschen vor sich, hinter sich und über sich eine Wand haben oder abgedeckt, zugedeckt sind, dann spielt es gar keine Rolle, wie viele Propheten das kommen. Sie werden die Wahrheit nicht verstehen, sie werden es nicht aufnehmen, weil sie eben abgeschottet sind. Und nochmal, sie sind nicht abgeschottet als Strafe, also von vorne weg, sondern erst in dem Moment, wo sie die Wahrheit begreifen, erst dann kommt das mit der Wand. Und das haben wir gesagt, zuerst hat ja Allah Ta'ala gesagt, dass die Vorfahren von der Quraysh, die sagen ja schon ahnungslos gewesen. Aber die haben die Wand noch nicht gehabt, vor sich, hinter sich und über sich. Sondern erst die jetzigen Quraysh, also die Quraysh zu der Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wieso? Weil sie in ihrem Herzen die Wahrheit erkannt haben. Also erst nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, aber trotzdem sich geweigert haben, die Wahrheit auszusprechen oder zu anerkennen, erst dann kommt das mit der Wand. Aber wenn die Wand noch steht, dann ist eigentlich gleich, was du sagst. Also dann kann nur noch Allah das ändern. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. Und jetzt die Leute von dieser Stadt haben gesagt, aber ihr seid ja nur Menschen wie wir. Und wieso sagen die das? Also, ihr seid Menschen wie wir, das ist nicht Besonderes. Also, wieso sollen wir euch glauben? Was macht euch so speziell? Also wieso sollen wir jetzt das, was ihr sagt, ernst nehmen? Also irgendwie wollen die Menschen immer etwas, also wenn jetzt so eine übernatürliche Botschaft kommt, wo ja eben nicht von dieser Erde kommt, dass dann auch der die Botschaft überbringt, quasi außerirdisch oder überirdisch sein soll. Also man erwartet etwas Grosses, also die Leute sagen, wieso hat Allah nicht einen Engel geschickt? Oder wieso bist du gekommen? Du bist einer von uns, du bist aus Fleisch, aus Blut, das Bescher heisst eigentlich eben, also so aus Haut, also du hast die gleiche Haut wie wir. Also wer bist du, dass wir dir folgen sollen? Aber hätte Allah Engel geschickt, anstatt ein Mensch, wo die Leute warnen sollten, was hätte er denn gesagt? Dann hat er gesagt, ja, das sind Engel, die können das machen, wir können das nicht machen, wir sind wirklich Engel. Wie sollen wir befolgen, was ein Engel sagt? Oder? Also zum einen verlangen sie nach etwas Außerirdischem, etwas, das höher oder anders ist als sie, damit sie würden akzeptieren, dass die Wahrheit ist. Aber käme so etwas, wäre genau diese Überirdlichkeit, also genau das, was sie vorher eigentlich verlangt haben, würde sie wieder dazu bringen, das eben nicht anzunehmen, weil sie dann sagen würden, ja, wir sind ja nur Menschen. Also wie können wir etwas machen, was Engel sagen? Deshalb schickt Allah Ta'ala natürlich zu den Menschen
als Propheten, als Warner. Um zu zeigen, das, was gesagt wird, ist machbar. Weil der Prophet selber ja nicht nur ein Botschafter ist, im Sinne von, ich bringe eine Botschaft, sondern die Botschaft eben auch vorlebt und zeigt, wie man das Ganze kann umsetzen kann, wie man den Islam kann leben kann. Die Christen haben das auch so gemacht. Um der Botschaft mehr Gewicht zu verleihen, hat man Jesus erhöht und etwas Göttliches aus ihm gemacht. Es hat nicht gelangt zu sagen, Jesus ist ein Mensch wie du und ich. Weil die Leute hören dann nicht. Also hat man gesagt, okay, wir machen ihn als etwas Göttliches, also wir sagen, er ist Gottes Sohn, teilweise sogar Gott selber. Einfach, dass man ihn zu etwas ganz Besonderem, Überirdischem macht und hofft, dass die Leute eher darauf hören. Aber genau das ist nachher eben dann auch die Folge. Also wenn jetzt Gott quasi würde sprechen oder der Sohn Gottes, dann kann man immer, das sagt man halt als Mensch, ja sorry, du bist der Sohn Gottes, also du kannst das machen, aber wir können nicht. Es gibt auch eine Ayah im Koran aus der Surah Al-An'am, Ayah 9, wo es heißt, und wenn wir ihn, also den Propheten, zu einem Engel gemacht hätten, hätten wir ihn doch als Menschen erscheinen lassen, so hätten wir ihnen das noch mehr verwirrt, was sie selbst schon verwirrt hatten. Also, wenn jetzt der Engel als Engel kommt, dann könnten die Menschen die ja gar nicht sehen. Also Allah würde sie wieder in Form von einem Menschen schicken, damit sie überhaupt kommunizieren könnten. Damit sie überhaupt irgendwie auf der gleichen Höhe wären, das anzunehmen. Aber also wenn jetzt ein Engel kommt in der Form von einem Menschen, würde das würde die Menschen wieder überfordern und die ganze Verwirrtheit, wo sie sowieso schon drin sind, würde noch viel verwirrter sein. Also mit anderen Worten, es ist eigentlich viel einfacher für die Menschen, von einem Menschen aufgeklärt zu werden. Wenn man bereit wäre, den Menschen natürlich als Prophet oder als einen Gesandten anzuschauen. Wir haben im ersten Teil auch schon gesagt, Ayah 5, Tanzil al-Aziz al-Rahim. Also wir haben dort zwei Namen von Allah genannt, al-Aziz und al-Rahim. Und auch da haben wir vorher schon einen von den Namen schon wieder gehabt, wo wir gesagt haben, das kann ich selber suchen. Auf der Seite gesehen. Also da stärkten wir sie, also die zwei Propheten mit einem dritten. Also wir haben den Namen al-Aziz in dem Azizna drin. Und jetzt kommt وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ. Also die Bewohner von der Stadt haben gesagt, und der Allerbarm, also der Rahman hat euch nichts geschickt. Er hat euch nichts herabgesendet. Also da kommt jetzt der Name Rahman, also jetzt haben wir wieder beide Namen. Also es wiederholt sich immer alles. Wir haben vorher Aziz und Rahman gehabt und jetzt haben wir wieder Aziz und Rahman. Und wieso tun denn die Ungläubigen hier den Namen Rahman überhaupt brauchen? Sie glauben ja nicht, dass Rahman, dass es ihn gibt. Mit dem machen sie sich eben auch über das lustig, oder? Also, ihr redet hier von einem Rahman, von einem Rahim, aber der, von dem ihr redet, der hat gar nicht abgeschickt. Also sie machen sich im Prinzip über Allah lustig. Also er hat ihnen gar nicht geschickt. Und in entum illa takdibun, ihr sprecht ja nichts als Lügen. Jetzt haben wir das Gleiche wieder. Also die Propheten werden als Lügner bezichtigt. Da haben wir auch eine Grundwahrheit über Menschen. Also Menschen haben es nicht gern, wenn sie Befehl bekommen. Also im Prinzip haben wir nicht gern irgendwelche Autorität über uns. Wir sind zwar gezwungen und akzeptieren es, aber gern hat man es nicht mehr. Also keiner tut sich eigentlich gern vorschreiben lassen, was er zu machen hat. So sind die meisten Menschen. Also wir ticken eigentlich nicht viel anders. Also wir haben auch keine Freude, wenn der Chef kommt und irgendetwas sagt. Am liebsten würden wir gerade sagen, komm, mach es doch selber. Wenn wir die Möglichkeit hätten. Aber haben wir nicht. Und wenn man jetzt einen Prophet vor sich hat und dessen Wahrheit übernehmen sollte, also dessen Autorität übernehmen sollte, dann muss man sich also bedenken, ich meine, der redet nicht nur über Arbeit, der sagt nicht nur, das und das sollst du machen in einem ganz bestimmten Bereich von deinem Leben, sondern der mischt sich dann in alles ein. Also dir geht es darum, was du am Tag machst, was du in der Nacht machst, was du im Öffentlichen, im Verborgenen machst, was du denkst, was du sagst, was du gerne hast, was du nicht gerne haben solltest. Also Allah tut sich in alles einmischen. Also wegen dem ist die Akzeptanz von dieser Botschaft nicht so einfach, weil es beeinflusst wirklich unser ganzes Leben. Also die haben das in den auch realisiert und deshalb haben sie
Also unter anderem auch deshalb abgelehnt, weil sie einfach die Autorität nicht haben wollen. Und weil sie die Autorität nicht in einem normalen Menschen wollen akzeptieren. Sie haben gesagt, du bist einer wie mir. Also du hast die Autorität nicht. Also wieso sollen wir dir glauben? Oder wieso kommst du mit so etwas zu uns? Und wie haben denn die Botschafter geantwortet? Sie haben gesagt, قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ مَا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. Sie sagten, unser Herr weiß, dass wir wahrlich Abgesandte zu euch sind. Das müsste euch jetzt auch bekannt vorkommen. Wir haben das in der 3. Ayah, das glaube ich auch gehabt, wo Allah Ta'ala sagt, إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. Also dort tut Allah Ta'ala anerkennen, dass der Prophet Mohammed ein Prophet ist, also ein Gesandter ist. Und nicht die Leute, oder dort werden nicht die Leute, die zulassen, angespornt, dass sie sollen die Propheten als Propheten akzeptieren, sondern Allah sagt, du bist ein Prophet und ich anerkenne dich als solches und die Anerkennung von meiner Seite langt. Und das sagen jetzt hier die auch. Also uns ist es gleich, sagen die drei, was ihr sagt. Unser Herr, also unser Rabb, Allah sagt, wir sind gesandt und das langt uns. Also wir brauchen nicht Anerkennung von euch, sondern die Anerkennung vom Schöpfer selber langt ihnen, dass sie wahrhaftig Gesandte sind. Und weil ja das Wort Gesandte da vorkommt, heisst das gleichzeitig, sie sind also das Gesandte von Allah, aber sie haben auch eine Aufgabe. Also sie sind einfach nur geschickt worden mit eben etwas, sondern mit einer ganz bestimmten Botschaft. Also sie haben eine Aufgabe, sie haben eine Pflicht, die sie erfüllen müssen. Ja. Da haben wir jetzt noch den Unterschied. Vorher war es nur Murselin beim ersten Mal, und da heißt es Le Murselin, also wir haben noch ein Lamm dazwischen, wo verstärkt ist. Weil jetzt sind ja die Bewohner von der Stadt wirklich so weit, dass sie direkt, also vor Ort, die Warner eigentlich als Lügner bezichtigen oder bezeichnen. Und deshalb ist die verstärkt, also wir haben hier einen Dialog und sie sagen, wir sind also wahrlich Gesandte, also Allah hat uns geschickt. Und ja, und deshalb können sie auch ihre Aufgabe dort wahrhaben. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Und was haben die für eine Aufgabe, für eine Pflicht, die Gesandten? Uns obliegt nur die klare Verkündung. Also mittlerweile wissen wir schon die Ayah 17. Also uns obliegt nur die klare Verkündung. Da kommen die Worte Belagha und Mubin vor. Belagha auf Arabisch bedeutet erreichen. Und wenn man als Lehrer redet, also Belagha ist die Lehre über effektive Kommunikation. Also Belagha heisst, jemanden so zu erreichen oder so zu jemandem zu reden, dass das, was man sagt, ins Herz kommt. Also dass es wirklich ankommt. Also nicht nur, also da wird nicht der Verstand angesprochen, sondern das Gemüt. Da wird also auf einer emotionalen Ebene werden die Leute angesprochen, was es vereinfachen sollte eigentlich, die Botschaft, was dann auch immer das ist, zu erreichen, zu akzeptieren oder zu verstehen. Und Allah Ta'ala sagt also, das ist eine Belagha, also die Botschafter kommen nicht einfach mit irgendwelchen Worten, sondern mit solchen Worten, die direkt ins Herz gehen sollten und auch gehen. Und deshalb haben wir ja vorher gehabt, Allah Ta'ala hat gesagt, in ihrem Herzen wissen sie ja, dass sie wirklich Propheten sind, aber sie akzeptieren es nicht. Also die Botschaft, mit der Allah Ta'ala die Gesandte schickt, ist eine ganz klare, effektive Kommunikation, die direkt ins Herz geht. Jetzt ist aber die Kommunikation nicht nur effektiv, sondern auch noch mubin. Das heißt, mubin heißt, dass es das Richtige vom Falschen trennt. Es ist also jetzt vorher sind wir auf der emotionalen Ebene gewesen, und mit mubin tun wir die rationale Ebene ansprechen. Das heißt, der Koran oder die Botschaft, die die Gesandten bringen, ist eine Botschaft, die sowohl in der emotionalen Ebene ankommt, also es ist eine Botschaft, die ins Herz geht, die aber auch Sinn macht. Das heißt, mit dem Verstand kann man das auch noch bestätigen. Also die Botschaft spricht auch den Verstand an. Es geht da nicht nur um irgendwelche Emotionen, die keinen Sinn machen, sondern wenn man sich darüber Gedanken macht, es geht alles auf und
auch vom Verstand her ist es klar, dass das eine Wahrheit ist. Und das ist, haben wir vorher auch schon gehabt, der Prophet Mohammed, haben wir gesagt, ist als perfekter Mensch, als perfekter Botschafter mit der perfekten Botschaft zu den Menschen geschickt worden. Und wieso ist die Botschaft perfekt? Weil sie Belaghul Mubin ist, also weil sie Kommunikation ist, die effektiv ist und direkt ins Herz geht, aber auch auf der Verstandesebene, also auf der rationalen Ebene verstanden werden kann. Und man sollte sie eigentlich dann auch verstehen. Es sei denn, man weigert sich, das zu machen. Eben, es kann sein, es gibt gute Redner, die sehr gut Emotionen ansprechen, aber inhaltlich eigentlich nichts zu sagen haben. Es gibt viele Redner, jetzt auch muslimische oder egal, es muss nicht unbedingt religiös sein, die ganze Massen zu Taten motivieren können. Und die machen das und die sind nachher eins und wären wirklich bereit, alles zu machen, aber nur aus einer Emotion, vom Verstand her, also rational, könnte das gar nicht begründen. Es ist einfach ein momentanes Gefühl und aus dem Gefühl heraus handelt man. Und andere Redner gibt es, die reden nur das Intellekt an. Die tun nur das Intellekt ansprechen. Also wenn ich jetzt ganz viele Informationen bringe, aber das ganz trocken vortrage, dann wird der Zuhörer irgendwann einschlafen. Obwohl die Informationen vielleicht alle richtig und wahr und gut und wichtig sind, aber wenn es nur das Intellekt angesprochen wird, bewirkt es nicht viel. Und der Koran oder die Botschaft Allahs tut eben beides ansprechen. Das Intellekt sowie auch der Verstand. Und man hat eben hier einen Dialog, jetzt sagen die Bewohner von der Stadt, sie sagen, wir ahnen Böses von euch. Das Böses im Sinn von, ihr seid wie ein schlechtes Omen für uns. Seitdem ihr da bei uns sind, läuft alles schlecht. Seitdem ihr da bei uns sind, haben wir anderen Unfall oder irgendetwas. Also, sie tun plötzlich, verlassen sie eigentlich die rationale Ebene und fangen jetzt mit Argumenten an, die eben irrational sind. Wieso? Weil die Botschaft, mit denen die Propheten gekommen sind, eben fürs Herz sind, also effektiv sind, aber auch rational sind. Das heisst, auf der rationalen Ebene hat alles gepasst. Sie haben kein Gegenargument gefunden, das rational verheben würde. Und in dem Moment, wo das passiert, also wenn man nichts mehr Rationelles entgegenzusagen hat, was macht man denn? Dann tust du irgendwelche irrationale Sachen sagen. Ja, eben, ihr seid verflucht, ihr seid böse, ihr habt das Böse an euch. Dann fängt man an, irgendwie andere Erklärungen zu finden. Und das ist eigentlich schon das erste Zeichen, dass man aufgeht, dass man kein wirkliches Gegenargument hat. Und der nächste Schritt ist, dass man dann anfängt warnen. Und das machen sie so dann auch. Also zuerst haben sie gesagt, wir ahnen Böses von euch. Also قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Und wenn ihr davon nicht ablasst, so werden wir euch gewiss steinigen und euch wird sicher unsere schmerzliche Strafe treffen. Also zuerst, man hat gesagt, also sie sagen, die sagen verflucht, also eine irrationale Anschuldigung. Und das ist wie eine Krankheit, die könnte auf die anderen überspringen. Also will man sie fernhalten. Wegen dem werden sie gedroht mit dem Steinigen. Steinigen heisst nicht unbedingt, dass man zu Tode gesteinigt wird, sondern das heisst einfach, man wird mit Steinen beworfen. Und mit dem will man was machen. Also wenn du jemanden steinigst, also heisst das, bleib fern von mir. Wenn du näher kommst, dann tue ich einen Stein nach dir also, und dann tut es dir weh, also bleib weg. Und wenn das aber auch nicht langt, sagen sie. Also eben, wenn ihr davon nicht ablasst, so werden wir euch gewiss steinigen und euch wird sicher unsere schmerzliche Strafe treffen. Also der nächste Schritt wäre dann noch die größere Gewalt. Und auch da haben wir jetzt etwas, wo wir auch heute viel sehen. Gewalt wird häufig angewandt, eigentlich genau dann, wenn es für den Verstand keinen Platz mehr hat. Also wenn du nicht rationell kannst auf etwas antworten oder eben eine rationelle Gegenbehauptung aufstellen oder irgendwie dem auf der gleichen Ebene beweisen, dass der andere falsch ist, dann fangen die Menschen an, aggressiv zu werden und das endet immer in Gewalt. Da sind jetzt die Kafirun damit gemeint, also die Nicht-Muslime, wo die Propheten bedrohen und sagen, wenn ihr eben so weitermacht, dann tun wir euch
vielleicht sogar töten, also eine schmerzliche Strafe wird euch treffen. Aber heute ist vielmals so, dass also Muslime genau gleich machen. Also wir haben irgendwo Mohammed-Karikaturen und alle nerven sich, zu Recht. Aber wenn der Islam beleidigt wird und wir reagieren mit Gewalt, heisst es eigentlich, dass wir kein vernünftige Gegenargument haben. Das heisst, wir können nicht auf der gleichen Ebene antworten, also, oder wir haben nicht Wissen genug, um auf eine rationale Art und Weise zu antworten. Also immer wenn jemand, und das ist egal wer, mit Gewalt reagiert, hat er eigentlich schon wie gesagt, ja, ich weiß es nicht besser, also ich habe kein Argument, also mache ich Gewalt. Und das ist nicht nur bei Erwachsenen, es ist schon bei Kindern so. Also wenn jetzt einer, sagen wir zwei Buben miteinander reden und der eine ist ein bisschen klein und schmächtig und der andere ist gross und kräftig und der Kleine sagt 2 und 2 gibt 4 und der Grosse sagt nein, gibt 5. Dann sagt der Kleine, nein, gibt 4, oder? Der weiss, 2 und 2 gibt 4 und der Grosse, aber der ist zu stolz eingestehen, dass er vielleicht etwas falsch sagt. Dann wird er auf seiner 5 bestehen und weil er das rational nicht erklären kann, wird er dann irgendwann sagen, also wird er seine Körpergröße, seine Kraft einsetzen und dem anderen Angst machen und sagen, was gibt 2 und 2? Und aufgrund von der Angst, die der andere natürlich bewirkt, wird der Kleine dann irgendwann 5 sagen. Auch wenn er weiss, dass es falsch ist. Und wieso macht der Grosse das? Weil er keine rationale Begründung hat. Er kann das nicht anders erklären. Also wenn du keine Möglichkeit mehr hast, etwas richtig zu erklären, dann tust du mit der Angst arbeiten. Und das wird heute auf beiden Seiten leider gemacht. Das haben wir schon gesagt. Als Antwort kommen jetzt von der Prophetenseite her, Alu ta'irukum me'akum indukirtum bel entum qawmun musrifun. Sie sagten, euer Unheil liegt bei euch selbst. Liegt es daran, dass ihr ermahnt werdet? Nein, ihr seid Leute, die das Maß überschreiten. Da heißt es einfach, euer Unheil liegt bei euch selbst. Die Übersetzung ist eigentlich nicht ganz okay. Es heißt, me'akum, also kalu ta'irukum me'akum. Würde es heißen, dass euer Unheil oder der Fluch von ihr sagt, wo wir haben. Also wenn wir jetzt einfach sagen, nein, der Fluch ist nicht bei euch, sondern bei euch, wenn man das so würde, einfach umkehren wollen, müsste es eben heißen, kalu ta'irukum bi'ikum. Aber es heißt me'akum, das heißt, wenn man es genau übersetzen würde es so heißen, im Prinzip, also eigentlich wisst ihr ganz genau, ihr sagt zwar, wir sagen verflucht, aber ihr wisst eigentlich, dass es gar nicht so ist. Sondern dass alles, was ihr jetzt ansprecht, was vielleicht schlecht läuft und was nicht in Ordnung ist, dass es vorher schon war und dass ihr selber das eigentlich bewirkt habt, dass es nicht von uns kommt. Also auch da haben wir wieder, im Grunde wissen sie, dass sie selber im Unrecht sind. Also irgendwo ist die Wahrheit angekommen, im Herz, aber man will sie einfach nicht zulassen. Man will einfach nicht eingestehen, dass man selber falsch ist. Und ihr seid ein Volk, das das Maß überschreitet. Also ihr könnt sehr übertrieben reagieren, heißt das im Prinzip. Da haben wir wieder das Gleiche, was wir vorher angeschaut haben. Propheten argumentieren mit Belagul Mubin, also mit einer sehr klaren Rede, die direkt ins Herz geht und die auch den Verstand ansprechen. Aber die anderen, weil sie keine rationale Antworten geben können, tun sie übertrieben, sind also in der Art und Weise, wie sie reagieren, tun sie das Maß eigentlich überschreiten und fangen an, zuerst irrationales Zeug sagen, wie ihr seid verflucht, und am Schluss eben mit Drohungen von zuerst kleine Drohungen, wie Steinigen, aber am Schluss auch im Prinzip geht die Drohung so weit dass man ihnen droht, dass sie getötet werden. Mit dem werden eigentlich Muslime, also, oder auch die jetzt direkt zuhören, darauf aufmerksam gemacht, dass, wenn man die Wahrheit spricht,
auch wenn man merkt, dass die anderen, die zuhören, das eigentlich gar nicht wollen, aber wenn man auf der Wahrheit beharrt, dass dann eigentlich nur, dass alles noch schlimmer werden wird. Dass im Prinzip nicht heisst, gut, ich tue jetzt die Wahrheit einfach immer wiederholen und irgendwann lassen die Leute mich in Ruhe, sondern die Wahrheit sagen wird immer mit stärkeren, übertriebeneren Reaktionen beantwortet. Und am Schluss kann es so weit kommen, dass man mit dem Tod eigentlich bedroht wird oder dass man getötet wird. Und das ist auch unserem Propheten am Schluss passiert, sallallahu alaihi wasallam. Er ist auch verschiedene Mal hat man ihn versucht zu töten und eigentlich nur durch Allahs Schutz hat er dann eigentlich überlebt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له أستغفرك وأتوب إليك. Danke fürs Zuhören und inshallah bis nächstes Mal.